hier eine E-Mail rausgesucht. Wie beginnt man den Sex? Also das sind immer meine Lieblingsfragen Aber gewesen. hast du das früher auch schon so bekommen, so einfach nur einen Satz? Ja, ja. Okay. Was mir auffällt, und das ärgert mich immer ein bisschen, und das ärgert mich schon seit 40 Jahren, dass die Mädchen immer das Gefühl haben, und das kommt immer wieder rüber, was muss ich tun, damit es dem Jungen, damit es mein Freund schön hat, und was muss ich tun, damit ihm der Sex mit mir gefällt. Ja. Seit 1980 beantwortet Gabi Ring Fragen von Teenagern zu Sexualität, Liebe und Beziehung. Besonders liegt ihr am Herzen, junge Frauen für Rollenklischees zu sensibilisieren. Dass Frauen sich von Männern abhängig machen. Ja. Das ist eine Sichtweise, die weitergeht und die weitergegeben wird. Ja. Mit 76 will sich Gabi langsam zurückziehen. Ihre Tochter Mona ist auch Journalistin und führt die Online-Rubrik in der Zeitschrift Mädchen gerne weiter. Du spürst ja dann selber, was willst du, ja? Willst du jetzt mehr und willst du dich jetzt gleich... Ja. Das fängt wirklich an mit 13, 14, ja. Und wenn dann der Sex nicht klappt, ja, weil das ist ja häufig so. Wer fühlt sich schuldig? Das Mädchen fühlt sich schuldig, ja. Gabi kam 1944 zur Welt und wuchs im Münchner Arbeiterviertel Giesing auf. 2010 zog sie wieder hierher in ihr Elternhaus. Ihr Sohn Manuel hat 3 Kinder. Bei der Oma ist für David, Luis und Leni fast alles erlaubt. Als ich noch ganz klein war, war mein erster Gedanke, dass Mädchen einfach immer die Arschkarte haben und benachteiligt werden. Ne? Und es fing an mit ganz kleinen Sachen. Ich hatte 2 Cousins, die waren ein Jahr älter als ich. Die durften immer mit dem Großvater Karten spielen. Dann habe ich gesagt, immerhin hat auch Karten spielen. Dann haben sie gesagt, Gabriele, das ist nichts für Mädchen. Sie ist ein lebhaftes Kind. Als sie 6 Jahre alt ist, lassen sich ihre Eltern scheiden. Gabi wird still. Sie wächst bei der Mutter auf. Den Vater sieht sie kaum noch. Und mein Vater hat ja wieder geheiratet und hat eine neue Familie gegründet und Kinder gekriegt. Und ich habe dann ganz mutig gefragt, warum kümmerst du dich so wenig um mich? Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, Gabriele, meine neue Familie ist mir jetzt wichtiger als du und darum habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit für dich. Ja. Also das sind so Sätze, die vergisst du einfach nie. Ja. Und diese Sätze meiner Mutter vergesse ich auch nie. Gabriele, wir können keinen Nagel in die Wand schlagen. Wo ist der Mann, der uns hilft? Ja. Und dann war sie immer abhängig von ihren Eltern. Ja. Und das fand ich schon als kleines Mädchen ganz schlimm. Und dann haben wir gedacht, nee. Also ich will mein eigenes Geld verdienen und nie von einem Mann abhängig sein. Ja. Nach ihren Wünschen fragt in der Familie keiner. Sie soll eine Friseurlehre absolvieren und wie ihre Mutter im Salon der Großeltern in Giesing arbeiten. Gabi will studieren. Mein Vater hat gesagt, mein Gott, du bist doch nicht so hässlich, du wirst doch einen Mann kriegen, du musst doch nicht studieren. Obwohl sie eine gute Schülerin ist, muss sie nach der mittleren Reife die Schule verlassen. Im Friseurladen sieht sie keine Zukunft für sich. Wenigstens Fremdsprachenkorrespondentin will sie werden und setzt sich durch. Weil ich wollte ja, dass aus mir wirklich was wird, weil ich wollte unabhängig sein. Nach der Ausbildung verbringt Gabi 3 Jahre in Paris und Zürich. Zurück in München gelingt ihr mit 22 der Einstieg in den Journalismus. Sie arbeitet für die Zeitschrift Quick und die progressive Illustrierte Jasmin. Sexualität wird für Gabi zum beruflichen Lebensthema. Es war halt schon unglaublich prickelnd, weil wir haben ja damals, waren wir ja selber auch kaum so richtig aufgeklärt. Ja. Gabi hat es geschafft. Sie hat einen Traumberuf und führt ein freies, unabhängiges Leben. Im Redaktionsteam der Jugendzeitschrift Bravo wird sie in den 80er Jahren mit der Foto-Love-Story zur Aufklärungsexpertin. Doch privat zeigt das emanzipierte Image Risse.
Mein Männerbild war ja völlig verschroben. Ja. Männer sind wirklich was Besonderes. Ja. Je ich-bezogener ein Mann ist, desto attraktiver erscheint er ihr. Der Beziehung mit einem Alkoholiker entkommt sie durch die Heirat mit einem medikamentenabhängigen Schriftsteller. Damit er sein Talent entfalten kann, gibt sie ihren Beruf auf, wird Hausfrau und bringt 2 Kinder zur Welt. Nach 5 Jahren lässt er sie sitzen. Es war wirklich so ein Knall, ja, wo du ganz tief unten bist und denkst, das packst du nicht mehr. Ja. Mit 40 steht Gabi mit 2 kleinen Kindern vor einem Scherbenhaufen. Die Folge war dann der Gerichtsvollzieher, der tägliche Besuch, weil der mir ganz viel Schulden hinterlassen hat. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, na also jetzt, entweder bringe ich mich jetzt um. Das war ein Gedanke, aber den wollte ich nicht, weil ich gedacht habe, na diese Kinder sind einfach so nett, das geht nicht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt stehst du auf und jetzt machst was für dich richtig und wichtig ist. Ja. Gabi kämpft sich in ihren Beruf zurück und findet den Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Meinen Wert in Beziehungen habe ich wirklich immer nur daraus gezogen, wie wichtig ich für den anderen bin. Ja. Also das Wichtigste für mich als Frau war wirklich einfach mich selbst zu lieben, ja, und mich anzuerkennen, so wie ich bin, ja, mit all meinen Stärken und meinen Schwächen. Ja. Und dann auch den Mut zu haben, wirklich den Kontakt zu den Männern aufzunehmen. Ja. Und die Männer nicht immer auf dem Podest, das waren auf dem Podest. Ja. Gabi ließ sich viel gefallen. Heute lehrt sie als ehrenamtliche Mediatorin Konfliktlösung durch gewaltfreie Kommunikation. Meinst du, ein Wolf kann auch mal freundlich sein? Ja, bestimmt. Ehrlich? Sag mal was Freundliches. Sag mal Entschuldigung. Da kriege ich ja gleich, da sträubt sich ja mein ganzes Fell. Siehst du, wie sich mein Fell sträubt, wenn ich Entschuldigung sage? Mit 43 lernt sie Eckhard kennen. 3 Jahre später heiraten sie. Mit ihm erlebt Gabi ihre erste Partnerschaft auf Augenhöhe. Er ist achtsam, liebevoll und schreibt ihr nichts vor. Aber ein Mann, den ich früher nie angeschaut hätte, ja, dann hätte ich gesagt, uff, der interessiert mich ja gar nicht. Der steht mitten im Leben, ja, wie spießig ist das? Und dann auch noch Anwalt und überhaupt, ja. Und eigentlich braucht er mich ja gar nicht. Ich muss ja gar nicht für ihn sorgen, ja. Ja, wir stehen wirklich beide. Jeder für sich, ja. An der Einstellung zueinander ändert sich auch dann nichts, als Eckhard unheilbar an Krebs erkrankt. Gabi steht ihm zur Seite, ohne sich selbst aufzugeben. Das hilft beiden. Liebe und Respekt, ja, das ist das, was zusammengehört. Ja. Und darum können wir jetzt in dieser Zeit auch wirklich so gut miteinander umgehen. Doch zuvor musste Gabi Selbstachtung lernen. Das fällt vielen Frauen schwer. Ich finde mich hässlich. Da blutet schon wieder mein Herz, gell? Ja, und Power hat sie ja schon. Weil Ja, sie klar. echt Das Wichtigste ist mir zu vermitteln, steh zu dir und hör, was du willst und schätze dich selber.